Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Ein Horrorfilm lo der Jahreszeit, kann das funktionieren? Ja, kann es, wenn der Film Thanksgiving heißt und auch so voll an die amerikanische Thematik do passt. Wenn mir den Horrorfilm da lo gefallen hat, da erzählen ich an dieser Episode. Thanksgiving. Fest von der Dankbarkeit, wo ihn zelebrieren soll, dass ihn dankbar ist für das, was ihn hört. Ja, den Zauber ist ein bisschen verschwunden, weil es Supermarché kommt auf die super glorreiche Idee, ein mega Sale zu machen. Bombastisch Angebote und das Ganze ist ein bisschen eskaliert. Du sind es nämlich carrément dodischer gehen. Ja, Leute, sie leihen bleiben, weil Sales so krass werden. Die Hundleute sich zerschlagen, die Hund keine Mure mehr kannt. Nur genau einem Jahr will den Supermarché den Deal noch enker machen. Bisschen Pietätus denkt dir lo? Ja, denn Mörder bei Thanksgiving denkt das ganz genauso. Was da lo alles am Film Thanksgiving passiert, das muss ich dann selber am Kino angucken. Mir entzieft ihr schon mal direkt gesagt. Der Film glänzt lo nicht mit super Dave-grünische Bedeutungen an bringt lo Horrorfilm-Genre lo nicht unbedingt auf ein neues Niveau. Nee, nicht unbedingt, aber überhaupt nicht auf ein neues Niveau. Der Film mischt das, was schon lange nicht mehr gemacht wird, und zwar so richtig klassischen Teenager-Slasher-Horror. Das hat man schon super lange nicht mehr. Und auf jeden Fall schon lange nicht mehr mit der Art von Humor, wenn ich so will. Weil der Film ist nicht einfach nehmen. Der Film ist nicht unbedingt ein Horrorfilm, der Film ist halt einfach ein Splatterfilm. Und ein Splatterfilm, wie ich fand, den einen ziemlich guten Humor hat. Das Ganze ist halt einfach. Der Film mischt halt einfach Spaß. Ich habe mir den angeguckt und schon wirklich nice dabei. Ich habe wirklich gedacht, ja, okay, du kennst so Splatterfilm, das geht vielleicht gut, mal gucken, wie ihr so rüber könnt. Aber Thanksgiving hat das ziemlich gut gemacht. Der Film hat sich amüsiert auf bestialischst und kreativst Art und Weise den Leute umzubringen einfach. Das viel mehr stößt auch nicht an dem Film. Also, so wie der Film anfängt, so könnte er eigentlich auch denken, wie wird ausgehen. Ich weiß noch nicht, ob ich den aktuellen Mörder direkt identifizieren kann, ob ihn direkt raushört, wenn er das irgendwann kristallisiert, das sich dann aber vielleicht schon heraus. Obwohl, das ist so extrem vorhersehbar, als es landet. Der Film erhält nonstop eigentlich. Es freut sich all Chaos, wenn der Mörder auftaucht, so, was für eine Art und Weise werden sein Opfer dann lo malträtieren, was für ein kreativ und spannend Art und Weise wird das passieren. Ja, es tut dann schon halt weit von dem Splatter gerechnet, Bemo bei den ersten Opfer und ich halt einfach ein bisschen aufhängen mit Schmunzeln, wo ich gesagt, passt das lo? Soll das so sehen? Und irgendwann stell dir relativ sehr fest, ja, ich meine, das soll schon genauso sehen. Der Film will sich nicht als stellen. Etwas, was mir direkt an den Kopf kam, war einfach Scream. Etwas, wie was Scream auch ein bisschen stumm, so den Teenager-Slasher-Film. Das hat mich Thanksgiving high. Das ist wirklich erfrischend, so etwas mal im Kino zu gesehen. Wie gesagt, das ist nicht weltbewegend. Das ist der Grand stimmt nicht daran, weil der meint, das ist die nächste mega krass Nummer, den nächsten Niveau in Horrorfilm. Nee, das ist nicht. Der sieht halt alles, also das würde ich schon alles irgendwie in irgendeiner Form gesehen. Das ist nicht bombastisch Neues, aber das möchte gut am möchte dem Zuschauer, möchte ihn als Zuschauer einfach Spaß, so brutal wie er Dorolo klingt. Du weißt, das ist auch mal flott, einfach mal einen Film am Kino zu sehen, den sich nicht zu echt hält, den mit verschiedenen Thematiken nicht so hart an Griech geht. Also, wir müssen als Dolo den Kopf zerbrechen, wie wir das machen. Nee, das ist einfach ein Film, den also rauskommt, an dem möchte Spaß. Ich hoffe ganz ehrlich, dass das Thema Thanksgiving lo oder die Film Thanksgiving lo nicht so ausgeschlachtet, wie sie das mit all denen allen Horrorfilm-Klassiker machen. Nee, dann, ich fand, die steht gut so für sich, wie ein Ass. Wenn man soll du nicht weitergemacht werden. Der kann genauso stehen bleiben. Außer natürlich, wenn du den zweiten Teil sollt kommen, du hast wirklich eine mega gute Idee gewählt und da seht ihr, ja, dann müsste das auch Sinn, wenn ihr das will weitermachen. Also man denkt, eine gute Idee ganz gerne, aber schlürcht das Thema nicht so aus. Das wir ein bisschen schuld. Für den Rest steht der Film ganz gut allein für sich stehen
Du geht nicht ganz viel zu thematisieren, du hast vieles handgemacht, du hast mal viel Prothesen an Maskenbildnerei geschafft gehen, wird einfach ganz cool aus, weil ich fand, dass der du fand, dass ich nicht so mischt. Das ist ganz okay so gewesen. Das hat Spaß gemacht. Weil wie gesagt, ich glaube, die größten 4 Bilder heißen Scream und auch Terrifier mengenisch war ein bisschen Inspirationsquelle. Terrifier ist noch ein guter Charakter mir heftig, ein guter Charakter mir schlimm, als aber vom Film hier wesentlich nicht schlecht. Der Film hier ist wie kurz, mir auf den Punkt, mir das nicht das dran, für das der Film funktioniert. Den dauert nicht lang, den dauert, muss mich gucken, 1 Stunde 46 dauert der Film. Und das ist absolut okay. Weil der Film ist okay. Du hast 1000 Mal gesagt, der Film ist okay. Aber wenn der Lust auf ein Blätterfilm hat, dann ist das der Film für euch. Aber wenn der ein bisschen lachen will im Kino, wenn der ein bisschen brutalen Humor so hat, wenn der das ein bisschen feiert, wird Sam Raimi so zum Beispiel machen wir Evil Dead Sache, wenn der so den Comedy Horror witzig fand, cool fand, dann ist das halt genau das richtig für. Du wenn so mal gerne in den Kommentaren, wie ihr Thanksgiving gefallen hat, was dann Ehren Lieblingsfilm vielleicht an dem Horror-Komödien-Thema ist, können wir auch gerne erzählen. Und für den Rest ging es so, war es dann noch schon. Und da wünschen ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Thanksgiving. Alle, ciao!